Weiter geht's, Leute, beim Marvel's Avengers mit Kate Bishop, die hier im... Ja, die hier im Schild Basislager ist, sag ich jetzt mal. Kann ich echt irgendwie schießen? Nö. Offenbar leider nicht. Schade. Die Frage ist jetzt generell, einen Einsatztisch benutzen, ja. Scheint irgendwie vernünftig zu sein, außer man könnte eventuell, ich weiß es nicht, das wäre eine Option. Meine Güte. Hallo, Avenger. Wo haben wir etwas für Sie? Wo haben wir etwas für Sie? Hier. Gruppierungsrang viel höher, vor allem bringt er nicht sehr viel. Oh, also nichts? Nö. Okay. Sind Scheißwaren, Kumpel, Scheißwaren. So war schon ja der Roy. Captain Roy, der war irgendwo hier unten. Wir sollten uns als nächstes die Sie brauchen Ausrüstung. Kaserne würde ich das Ich habe sie. Das finde ich sehr gut. Bodysuit hätte ich gerne. Dummerweise eben noch nur so, sag jetzt mal, relativ schwache Dinger, wa? Haben wir aktuell. Ja, den können wir jetzt kaufen. Will doch relativ viel kosten, aber das Gefühl, alter Schwede. Gehen Sie noch nicht, ich brauche Es Freunde. war schön, mit jemandem zu sprechen. Sag ich ja. Ah, der arme kleine Roy. Wir könnten natürlich hier ein bisschen upgraden. Aber nur mal so just for the fun. Der kommt ein paar Mal, kann ich schon. Das ist irgendwie 15, das passt doch ganz gut. Hier noch nicht, weil es auch nicht sehr viel bringt, genauso wie hier. Fähigkeiten haben wir ja auch schon gemacht, genau. Tja, wenn wir sagen, war es das erste Mal gucken, was die anderen Avengers zu sagen haben und vor allem was der Einsatztisch zu sagen hat, war. Hi Kate! Hey Kamala! Dass ich hier mal landen würde. Ich, ein Avenger. Oh, daran werde ich mich nicht so schnell gewöhnen. Oh, verständlich. Steve? Nach einiger Zeit werden die Menschen AIM durchschauen. Verliert nicht die Hoffnung. Was mich erwundert ist, das Ganze spielt ja nach dem ersten Teil der Kampagne. Dem Hauptteil der Kampagne, sag's mal so. Und dort war es am Schluss so, dass AIM ja wirklich offensichtlich angegriffen hat. Da sind die Leute auch weggerannt und so und ja, wir haben ja alles gesehen. Die fragen natürlich jetzt, ob, das habe ich jetzt nicht so richtig mitbekommen, ob AIM vielleicht unter der Führung von Monika das vielleicht alles auf Dingsbums, Talten, ihr wisst schon, Mordok, auf Mordok abgeschoben hat und quasi, ja, der seid ausgerastet und so, ist alles seine Schuld und so und der ist eh nicht mehr da und deswegen jetzt ist mit dem wieder alles besser. Könnte theoretisch ja sein. Das sind offiziell immer noch die Avengers, die Bösen sind. He? So. Wir haben doch schon relativ viel geschafft. Er ist 47% bereits, obwohl wir eigentlich kaum was gemacht haben von dem her. Das ist die Frage. Was ist denn das für ein Zeichen? Ey? Tachyonriss, Ausbruch, Kraftstufe niedrig. Ja, ich nehme es an. Wenn wir 140 brauchen, erst 10 habe. Ist ja eigentlich alles ziemlich zu viel des Guten. Die Frage ist, wo müssen wir generell hin? Wo könnten wir jetzt gerade hin? Das sind aber immer ein bisschen die gleiche Mission, oder? Das wäre eigentlich eine Mission für Kate. Hier ist momentan gerade nichts los. Okay, das Turmischen, die kennen wir eigentlich auch schon. Haben wir denn eigentlich schon Kates Mission hier gemacht, das Harmtraining? Hat er das schon gemacht? Hä? Was ist das eine obligatorische Training vor 2-3 Folgen oder so?
Huch! Ein bisschen niedriger, weil sie zieht immer hoch. Kennen wir auch schon. Da war wohl zu früh, war. Eigentlich soweit gesehen nichts Neues. Dauert einfach eine Weile. Aber ne, kommen sind die Missionen, die wir bereits gemacht haben, also raus hier. Queen-Chat, jo. Gut, eigentlich war es hier die Shield-Basis. Aber hey, was soll? Shit happens. Shit happens. Mission auswählen, ja, das macht schon mehr Sinn. War bloß ein bisschen verwirrt, weil es halt irgendwie angezeigt wurde und abgehakt war. Aber gut, dann ist halt so. Wo sind die Mission mit Katin? Ja. Hey, Dr. Pym. Ich höre, es gibt Neuigkeiten über unsere Tachyon-Sache. Ja, und sogar gute. Dank eurer Bemühungen konnte ich den Ursprung der Tachyon-Stürme ermitteln. Diese Taschen mit instabiler Zeit entstehen alle an einem zentralen Punkt. Oh, hoffentlich ist es schön dort. Spanien? Italien? Oh, Wakanda? Nicht ganz. Wir haben die Störungen zu einer AIM-Geheimanlage bei einem Wasserdamm in Sibirien zurückverfolgt. Ah, mysteriös. Gefällt mir. Wenn wir die Anlage ausschalten, verhindern wir dann auch weitere dieser Zeitstörungen? Tachyonen sind extrem instabil. Lasst uns erstmal herausfinden, womit wir es zu tun haben. Also gut. Aufklärung. Bist du sicher, dass ich die Führung übernehmen soll, Cap? Du weißt mehr über diese Sache als alle anderen. Ich vertraue dir. Und wenn du mal unsicher bist, was du tun sollst, hör auf deine Instinkte. Sie haben dir gut gedient. Das bedeutet mir viel. Danke, Cap. Ziehen wir es durch. Gut, die Lippensynchro zur Übersetzung könnte ein bisschen besser sein. Aber ansonsten, ja doch, läuft immer noch sehr flüssig. Ja, Moment. Immer wieder gleiche Käse. So, okay, jetzt logischerweise dabei, weil sie auch die schwächste generell ist. Also schön gesehen, dass ja Cap mit kann. Ist halt die Frage, ob wir sie auch noch mitnehmen. Vielleicht Natascha jetzt für die Mission rausnehmen. Oh, ne, so wollte ich es eigentlich nicht machen. Und dann vielleicht statt Hulk mal wieder Tony. Wir nähern uns dem Wasserdamm. Hast du einen Plan, Kate? Ich würde sagen, wir improvisieren. Was? War ein Witz, Mann. Hab ein bisschen Vertrauen. Okay, wir schalten erst die Funktürme aus, schleichen rein und inspizieren die Sicherheitsverstöße. Wow, seht euch den Himmel an. Das heißt nichts Gutes. Die Tachyon-Störungen beeinflussen die Atmosphäre. Okay. Was sehe ich gerade?
Den Himmel aus Vergangenheit und Zukunft? Eher sowas wie Strahlungsstreifen. Oh, gut. Das macht es viel reizvoller, jetzt rauszugehen. Okay, wohin zuerst? In der Nähe ist ein Kommunikationsnetzwerk. Wenn wir es deaktivieren, haben wir ein kurzes Fenster, in dem Aim blind ist und keine Verstärkung rufen kann. Klingt soweit logisch, nur ich mache mir trotzdem ein bisschen Sorgen wegen diesen Kackblitzen. Oh. Was war das? Je näher ihr dem Ursprungspunkt kommt, desto stärker werden die Störungen. Sie werden von dort freigesetzt, wie Wellen. Seid vorsichtig da unten. Tachyonen sind normalerweise nicht tödlich, aber in dieser Stärke sind sie mir noch nie begegnet. Moment. Normalerweise nicht tödlich? Das ist keine Hilfe. Ich überwache eure Vitalfunktion von hier. Alles in Ordnung. Warum sagst du das nicht gleich? Weil er spannend machen will. Wisst ihr, es wäre sogar... Da ist das Kommunikationsnetzwerk. Wenn die Wachen Verstärkung rufen, sind wir geliefert. Ich kann das Signal so lange stören, bis ihr das Netzwerk zerstört habt. Aber beeilt euch. Wird gemacht, Doc. Roger, Roger. Tja, du hast es versucht. Zwar nicht mit Nachdruck, aber immerhin. Okay, da ist Kamala dran. Ja, Zielen ist schwer. Jetzt habe ich auch noch... Ja, da war der Kamala voll reingeschossen. Der schießt da. Da steht eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Auf die habe ich es auch abgesehen, Jarvis. Aber vielleicht erst gleich. Nehmen wir da drin. Das man Sicherheit bringen, wa? Wir haben jetzt ja gerade abgeschossen. Was du das? Ups. Keine Energie mehr. Ja, so geht es natürlich nicht. Erstmal rausholen, so jetzt aber. Erster Kern erledigt. Jetzt noch Nachschub, das war zu erwarten. Aua! Ich glaube, das war der letzte Schurke. Was? Das ist wohl ein Stereo. So mag ich das. Sieg, Ruinieren Sieg, wir Sieg. ihn den Tag. Das war der zweite. Noch einer, Leute. Oh, da kommt Verstärkung.
Hey, wieso brenne ich? Okay. Okay, der plötzlich brennende Fäuste. Auch nicht schlecht. Wo ist jetzt die Truhe, die vorhin Chavez erwähnt hatte? Ah, da oben ist die. Da muss ich so rüber. Schon kurios, dass für normale Sprünge, also normalen hier mit X, oh! Für den normalen hier mit X gar keine Ladung braucht. Los geht's! Die Musik, ja, die Musik, sie ist episch. Also, jetzt versucht sie es. So. Der letzte. Und jetzt geht's zu der AIM-Anlage. Merkwürdig. AIM's Security ist bereits in Alarmbereitschaft. Was? Ich dachte, wir überraschen sie. Tun wir auch. Sie wissen nicht, dass ihr hier seid. Etwas anderes muss ihre Sensoren aktiviert haben. Ich sehe mehrere AIM-Patrouillen voraus. Sie blockieren euren Weg zur Anlage. Nicht mehr lang. Da hat Kate recht. Oh, schön. Ich war sowieso in Angriffslaune. Da hinten ist noch etwas und da ist noch etwas. Da haben wir was übersehen, okay. Okay, der kann ein Schwert mehr. Warum sind die so nervös? Oh Mann. Normalerweise schreien sie nicht so schnell Alarm. Vielleicht sind wir nicht die Einzigen, die sich für ihr Tachyon-Projekt interessieren. Ja, Kate macht einen auf Hulk und prügelt sich nur mit ihren Fäusten. Sehr gut. Das war relativ easy. Ich nehme deswegen an, dass die Fähigkeit oder was wir auch immer hier kriegen, nicht so krass sein wird. Okay. Weiter. Wir müssen die Patrouille ausschalten, bevor sie merken, dass wir... Ah, vielleicht täusche ich mich auch. Ja gut, ein bisschen besser war. hier sind. Da hast du recht. Wie eigentlich immer. Sag mal. So, noch mehr. Hey, wo kam das denn her? Und das Schwert von Kate ist wieder da. Sehr schön. Wow. So. Also. Na, Tony, alles klar. Hatten wir jetzt nicht gerade irgendwas noch? Ah, da, 100. Ups. So klappt's natürlich. Sag mal, er ballert hier schon wieder. Also. Ach, da drüben wäre es. Okay, gut. Nee, nee. Vielleicht hatten wir... Sag mal. Von Rücken geschossen. Frechheit. Wer kann mal wohl was sagen? Bitte spuck's aus. Perfekt.
Ich bin so stolz auf mich. Also wie immer. So Leute, hier haben wir auch noch etwas. Alter, die scheiß Blitze. Wow. Wie sieht's mit den Tachyonstürmen aus, Pim? Ziemlich stabil. Bis jetzt kaum Änderung. Das ist gut, oder? In einem Meer von nicht gut ist es eher nicht schlecht. Ja, kann man so oder so sehen. Also, ich bin da eher ein bisschen anderer Meinung als Hank, aber hey, was weiß ich denn schon. Freunde, wie es weitergeht, hier bei Marvel's Avengers mit KP Shop. In der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zusehen, bis dahin. Ciao zusammen.